Und weiter geht's mit der Geschichte von Gaara in Naruto Generations. Uchiha Sasuke、お前に話したいことがある。風かぐ。煙突をここまでガードされるとは、絶対防御は健在だな。砂漠のガーラ。お前の目は昔のままだな。かつて俺もお前と同じように復讐を生きる糧として生きてきた身だ。だがそれでは何も解決しないことを俺は実感してきた。お前ならまだ間に合う。憎しみに取りつかれるな。帰ってこられなくなるぞ。俺が帰ったとしてそっちには何がある。俺がやる。カトン光線化の術。連弾砂しぐれ。砂漠級。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきた者だからこそ小さな光明ですら目に届くはずだ。昔もそして今も。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。砂漠早々。俺はカトン豪華級の術。所詮お前の憎しみは俺のそれに及ばない。俺の怒りは、俺の絶望はお前以上だ。うちはサスケ。今のお前の目は闇しか捉えていない。憎しみに駆られ世界を恨み何者も信じられず差し伸べられた手すら拒否をする。お前は俺と同じだ。アマテラス。深い深い闇の底にいたあの頃の俺と。Also eins muss ich mal sagen, die Szene war zwar komplett anders. Ja, war zwar komplett anders als noch im Anime oder Manga, also gut, komplett anders vielleicht nicht, aber der Kampf zwischen Gaara und Sasuke fand nicht so statt, der war ein bisschen kürzer. Da hat der Gaara nur angegriffen, um den Raikage von Flammen von Amaterasu zu beschützen, ja, nicht wahr? Aber ich muss sagen, die Szene jetzt war auch richtig episch. Echt geil, ey. Und Gaara ist verdammt stark, also dass der schon so stark war, das wusste ich gar nicht mehr. Der hatte zwar einiges drauf, aber gerade so, not bad, not bad. Aber irgendwie fällt auf, ja, das war eigentlich schon zu Beginn von Shippuden so, und glaube auch am Ende von der ersten Naruto-Serie, dass die Charaktere irgendwie das Use des Tauschs nicht mehr können, die einfachsten Grundlagen nicht mehr. Und sobald sie mal in der Klemme stecken oder so, ihr habt sie gesehen, dann kommt sofort irgendwie Susanoo oder Amaterasu und die mächtigsten Techniken.
irgendwie so Kindertechniken, ja, man könnte es fast behaupten, Kindertechniken wie Ausweichen oder halt eben das Tauschjutsu und so. Nö, beherrscht keiner mehr, ist doch Kinderkram. Ja, finde ich persönlich ein bisschen schade, aber ich denke, das ist bei vielen Anime bzw. Mangas so. Bei Dragon Ball war es ja auch ähnlich, wenn ich das mal so sagen darf, nicht wahr? Am Anfang bei Dragon Ball ging es ja auch darum, viele Techniken zu beherrschen und so, und also nicht nur um die Stärke selber, sondern vor allem auch um die Erfahrung und so weiter und so fort. Am Ende der ersten Dragon Ball Serie ging es vor allem darum, den Gegner auch zu erspüren, nicht wahr? Und was passiert bei Dragon Ball Z? Ja, spüren, nur noch am Rande so. Ich meine, sobald der Gegner stärker und schneller ist, ja, da hast du es gesessen. Naja, egal. Machen wir hier weiter. Wieder mal eine Rückblende eines Charakters, in diesem Fall die von Gaara. Oh ja, der Trauerzug der Wüste, die Technik ist echt übel. Aber wie man vorhin ja sehen konnte, sobald man Susanoo drauf hat, ist man sowieso der Größte, wa? Hast du Susanoo drauf, bist du automatisch unbesiegbar, etwas so könnte es rüberkommen. Nee, Gaara, Sasuke ist um einiges übler, hey, um einiges. Und ganz ehrlich, Leute, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass Sasuke wieder einmal gut wird, beziehungsweise von Naruto zurückgeführt werden kann, auf den Pfad des Lichtes. Ich schätze eher, er wird vorher den Tod finden. Okay, also der Kampf zwischen Gaara und Sasuke, der war schon damals richtig episch. Was ja aber ein bisschen erstaunlich ist hier. Ja, sorry, ich dachte, es würde gerade weitergehen mit dem Kampf. Ah, jetzt langsam. Gut, was ich eigentlich sagen wollte, in diesem Kampf jetzt, der jetzt folgt, der hat, Gaara sieht ein bisschen verrückt aus, ja. Der hat Sasuke eigentlich das erste Mal offiziell seine, Kampf gewinnen, ultimatives Jutsu nicht einsetzbar gegen eine Gesangstärke wäre, ja, wie immer eigentlich, war total unfair. Der hat Sasuke ja zum ersten Mal sein Blitz-Jutsu angewendet und das war ja eigentlich auch der Schlüssel zum Erfolg gegen Gaara. Und jetzt in Shippuden, beziehungsweise in der Cutscene vorhin, haben wir ja gesehen, da hat ihm das Blitz-Jutsu auch nicht mehr viel gebracht. Ja, bin mal gespannt, was Gaara so drauf hat. Jetzt. Einmal ist Trauerzug der Wüste. Alter Schwede! Okay, aber die Technik hat auch schon mal mehr Schaden gemacht. Ja, ich gebe zu, ich stelle mir noch ein bisschen dämlich mit Gaara an, aber mittlerweile zocke ich sowieso viel lieber mit Minato. Weil da ist was drauf, ja. Was machst du eigentlich mit der Technik? Ah! Sein Wurf, könnte man fast sagen. Funktioniert er nochmal? Ey, der ist aber echt geil. Bam. Trauerzug der Wüste. Er hat abgeblockt, ich krieg die Krise. Trauerzug der Wüste. Das sieht relativ wenig ab, wa? Moment mal. Das ultimative Jutsu ist nicht einsetzbar, aber der Wachmodus schon, oder wie? Ups, ich kann ja gar nicht mehr ausweichen. Au. Wisst ihr was, das versuchen wir doch gleich mal. Erwachzustand. Dass da jetzt aber nicht Shukaku rauskommt, verwundert mich aber auch ein bisschen. Egal, beenden wir es langsam mal, Leute. Gut mit Sasuke gespielt. Ja! Spüre meinen mächtigen Sand! Ach, dass du dich versandigen mögest oder was auch immer, ist mir gerade scheißegal. Hier, Sun-Shuriken!
von Sand getötet. Ups. Ja, das muss weiter sein. Ja, du vielleicht nicht, Gar aus dem Sand, aber Sasuke bestimmt schon. Was gibt's? Rang C? Oh, Rang B sogar. Okay, hat mich doch nicht so schlecht angestellt. Kankuro, Garas Bruder. Temari, seine Schwester. Und Gaara aus dem Sand. Jo. Und auch im Spiel, fällt mir gerade mal so auf und darf ich auch mal erwähnen, hat Gaara rote Haare. Eigentlich hätte er nämlich braune. Sasukeとの攻防が進むにつれ、心は限りなく高揚した。Ja, das mit den roten Haaren erwähne ich jetzt nur, weil naja, rote Haare haben halt eine spezielle Bedeutung in der Naruto-Serie. Weil vor allem die Mitglieder des Uzumaki-Clans haben rote Haare und die stehen halt für was Besonderes, aber dazu vielleicht später mehr. 高揚とともに精神は高鳴り、内に秘める主角の存在が大きくなっていった。Also muss schon sagen, hey, Shukakus Auge sieht echt krass aus. 破壊の衝動に駆られ、自分が自分でなくなってきていた。Oder mit anderen Worten, er ist eingepennt und so konnte Shukaku erwachen. Seht doch mal die fetten Augenringe an, hey, und Gaara pennt nie. Das würde ich niemals durchstehen, hey. Ich meine, ich schlafe jetzt schon nur 5 bis 6 Stunden, das ist schon zu wenig. そんな俺の前に現れたのが、あの男だった。Ja, der große Held, Naruto. Uzumaki Naruto. Ja, Verzeihung, Uzumaki Naruto. 俺と同じものを持ちながら、俺と異なる道を歩み、憎しみにとらわれていた俺と正反対に立つ男だった。Ja, so ist unser geliebter Naruto, nicht wahr? 絶対負けねえ。面白いぞ、渦巻きナルト。 Und wieder jemand, der Naruto erledigen will. Jetzt bin ich mal gespannt, hey. Wie sieht's aus? Ultimate Jutsu nicht einsetzbar, oder? Ja, lad ein bisschen schneller. Ja, natürlich. Und die gegnerische Angriffsstärke wächst. Okay, Naruto hat's auch wieder nötig. Guck mal, Naruto. Hier bin ich. Yeah, yeah, yeah. Was ist Auge? Sag dir, was ist Auge? Alter! Ja, es reicht langsam, ja? Es reicht, hab ich gesagt. Yeah, 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 yeah. Ja, hör mal auf mit deinem Ultimate Choo-Choo. Na, und gerade Kagebunshi gesagt, ist ja egal. Nein! Nicht drin dann! Wow, 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 wow. Das gibt eine fette Baul am Kinn. Trauerzug der Wüste. Nee. Was war das gerade? Nee. Alter! Es reicht langsam! Du sollst sterben, weil ich es sage, ich bin Gaara aus der Wüste und ich habe keinen Tauschjutsu mehr drauf. Und er hat noch eins. Au, 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 au. Nein, mein Ultimate-Zustand. Jetzt habe ich ein Problem. Dann kann ich wieder tauschen. Juhu! Nein! Autsch! Dabei habe ich mich doch so konzentriert. Oh nein. Egal, gleich nochmal. Das ist ein dämlicher Kagebunshi, ich habe das total vergessen, ey. Na, warte mal. Niemals den gleichen Fehler zweimal. Nur zumindest selten. Nee. Man geht mir nach der Sack, ey. Nee, ja.
Ich lass dich begraben, Alter. Aua, Mann! Die Kügelchen. Das sind Shuriken, nicht das, was du hier bietest, hä? Wollte gerade sagen, so klappt's nicht. Trauerzug der Wüste, reloaded, hier. Hier! Verbrenne, verbrenne! Du bist erledigt, Mann! Nein, 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 ich habe keinen Tauschschutz mehr drauf! Das ist blöd! Und ich habe gerade vergessen zu blocken. Das ist noch dümmer. Ah, jetzt geht's wieder. Verdeckt, Mann! Und ich ab. Tschüss. Juhu. Was willst du tun, Naruto? Was willst du tun? Trauerzug der Wüste! Hab ich doch gesagt, Trauerzug der Wüste! Ah, stimmt, ich hab gar keinen Tauschschutz mehr. Hilfe! Hab ich gerade ausweichen! Oh, na klar, ey! Zieht das Schaden ab, ey! Alter Schwede! Ultimate, Erwachzustand natürlich. Er hat keine Chance mehr, er hat gelost! Endlich bitte mal behaupten! Was ist einem gegen Naruto verloren? Was für eine Schande. Ja, die Frage stelle ich mir auch. Ching, ching, ching. C. Du. Egal. Aus dem Sand. Zweites Outfit. Ist jetzt verwendbar, hä? Zweites Outfit. Kankuro. Zweites Outfit. Temari. Zweites Outfit. Ja, ist danken gut, hey. Wir haben es kapiert. Die haben alle ein zweites Outfit. Ob sie vielleicht auch ein drittes Outfit haben? Bezweifle ich. Ja, und an dieser Stelle würde ich mal kurz sagen, gehe ich hier mal kurz zurück. Ja, es hatte gerade automatisch gespeichert, das heißt, wir können im nächsten Part genau hier weitermachen. Ich will euch jetzt nämlich zuerst und mir natürlich auch die neuen Charaktere zeigen, die wir gerade freigeschaltet haben. Kann es bitte mal ein bisschen schneller laden, ich habe sowieso schon überzogen. Oh, PS3-Parts sind sowieso ein bisschen übel zum Schneiden. Nicht zum Schneiden, nein, ich meine natürlich zum Bearbeiten, Rendern und so weiter und ich habe schon öfters erwähnt, sofort. Ist also hier unten, war? Genau, hier hätten wir Kimimaro, Kankuro mit Outfit Nummer 1, Outfit Nummer 2, hier als Verbündeter von Konohagakure, aber die Jutsu sind die gleichen, bei Temari sieht es gleich aus. Gaara. Ah, okay. Also kurz geirrt. Hier ist das alte Outfit und hier das neue. Jo, passt so. Hier das neue Outfit und hier das alte Outfit. Ach so, dann kommt das erste Mal der Kampf zwischen Gaara und Kimimaro. Oh, auf den freue ich mich schon sehr, hey. Aber ich hoffe, dass ich dann das Ultimate Jutsu einsetzen kann, weil sonst sehe ich schwarz. Kimimaro ist verdammt hart, ja. Vor allem hart mit den Knochen, ey. Alter Falter. Naja, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, im nächsten Part, wie auch immer. Ciao zusammen!